Weiter geht's, Freunde, hier bei Breath of the Wild wieder. Ich bin wieder ein bisschen aufgefüllt. Und ja, die Quest hier war bezüglich halt Minas Prüfung und so weiter. Beherzt zu handeln. Wenn die natürlich abknallen, sind unbedingt beherztes Handeln, oder? So, lässt den Kopf ein bisschen sinken. Und das war's. Ich meine, jetzt habe ich theoretisch alle Zeit der Welt, mir vorzuknöpfen, dann kann ich eh nichts machen. Was? Eigentlich voll fies, oder? Das Schießsymbol unten noch drauf. Wie hält denn der aus, ey? Also der ist echt, ich glaube, das Nonplusultra, der hält so viel aus, wie der Masterschwert und weißes Schwert, komm. Das da ist auch ganz gut. Kann auch sehr, sehr gut gebrauchen. Also da merkt man schon, dass es im Prinzip ein bisschen die Elite ist, wa? Den ganzen, ja, doch von den ganzen Wächtern, wa? Obwohl es eigentlich die kleinsten sind. Hui, da kommt er schon wieder. Ja, beherzt zu handeln, toll. Hey, sind das zwei noch? Nee, nein, das gerade ein. Das kann es aber nicht sein. Servus! Na, wie geht's so? Alles frisch, alles munter? Scheiße. Wir machen das Horn drauf. Genau, so wie jetzt. Das Horn dieser Viecher ist ja sehr, sehr empfindlich, wie wir wissen. Aber beherztes Handeln war das ist nicht wirklich. Wenn ihr mich jetzt mal so fragt. Da ist der Name dran. Trotzdem sieht er mich nicht. Die Blindschleicher. Scheiße. Na komm. Und da sollte mal das Köpfchen hängen. So. Wesentlichen, die ganzen Pfeile, antike Pfeile, vor allem auch doch alle noch. Ich habe so viele Bogen, kann ruhig ein bisschen verballern. Wow. Das ist nicht so ernst, dass dem hinterher muss. Oh Gott, wo fliegt denn der überhaupt hin? Ah, da unten bleibt das stehen, okay. Ja gut, komm. Alter. Beherzt, Freunde. Beherzt. Vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler, aber uralter Freunde, muss der alle platt machen. Alter, leck mich am Arsch. Es ist nicht so, dass es unbedingt schwierig wäre. Ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Da ist Pillepalle, aber erstmal. Gut, hier sowieso ein bisschen einfach gemacht, weil du relativ nah an sie rankommst und dass sie dich entdecken. Daher auch gar kein Problem. Aber der Verschleiß, den du hier hast, der ist ja Wahnsinn. Toll, dankeschön. Das ist der Wahnsinn, dieser Verschleiß.
Weiter hoch, okay. Link, schneller! Du bist der Link! Hey, hopp, und hopp, und salopp, und balabop, und da ist schon der... Also, die Mob. Nee, Eislanze war es, genau. Was machst du mit seiner Kraft zurückgelangt? Dankeschön. Echt wieder viele Zahnräder, vor allem viele Achsen, oder? Kann das sein? Alter, Zahnräder 229! Und nur 19 Achsen, Alter! Also da finde ich, ist, ja, das Verhältnis da zu den Entwicklern nicht gut geplant. Hier ist natürlich was anderes, aber ich meine hier, 110 antike Federn und Zahnrad, vor allem das Problem ist halt, du brauchst für alles, brauchst die Achsen. Hey, vor allem an den Pfeilen und so weiter, das ist doch voll scheiße. Oder das ist irgendwie falsch im Kopf und... Die Achsen machst du vor allem für die Pfeile. Also magst du 19 neue Pfeile, ja gut, ist natürlich auch cool, aber... Ja, das Verhältnis, vor allem, was willst du mit Zahnrädern machen? Schluss hast du einfach nur Zahnräder, weil du alles andere schon aufgebraucht hast und denkst dir, toll, ich habe noch 200 Zahnräder. Was mach ich mit denen? Verkauf mir eine Option. Ich glaube, man macht das auch, wenn man ein bisschen mehr Kohle bekommt. Vielleicht ist auch dafür da, war. Das ist nicht gesagt, da kommen die überschüssigen Zahnräder und so weiter, weil die findest du halt überall. Irgendwie auch logisch, Zahnräder brauchst du immer. Und dass man die halt auch teuer verkaufen kann. Gut, wagen wir uns in den dritten und letzten Schein für die Prüfung von Varuto. Varuta, Entschuldigung, Ruto war ja. Willkommen, Pilger, mein Name ist Satakada. Unterstützende Säulen. Das höre ich doch immer wieder gerne. Da muss ich also hin, ist da, sehe ich jetzt gar nicht, ist da jetzt... Das alles hier war okay. Ja, das ist auch wirklich gut. Wunderpraktisch. So, die sollen unterstützen. Fallen die immer gleich hier? Oder wie darf ich das verstehen? Ja, die fallen immer so. Okay. Und da muss er rein, damit dann das Tor aufgeht. Die ist eigentlich auch selbsterklärend. Da unten ist sonst natürlich ein Schalter. Okay. Der muss betätigt werden. Wofür ist die Frage? Wofür muss da der Schalter betätigt werden? Muss da drauf gedrückt bleiben, weil sonst könnte da irgendwie was anderes rein. Sieht vor allem seltsam aus. Wäre irgendwie Feuer hinter dem Wasser. Irgendwie Spiegelung sein, wa? Die Spiegelung vom Schalter selbst, deswegen. So, komme ich überhaupt so weit, mir irgendwas zu bewegen? Was? Ja gut, das heißt ja Säulen. Denn dahin machen bringt das eigentlich nicht viel. Das ist eine gute Preisfrage. Was soll das bringen, wenn ich das so mache, oder? Der fällt da genau gerade runter. Ich meine, kann natürlich auch so. Geht überhaupt weiter oder bleibt einfach stecken? Einfach stecken bleiben. Okay, natürlich eine Option. Und dann haben wir jetzt so genug Zeit, hier zu gucken, was sonst so machen kann, weil eigentlich. Ich will die eigentlich nach oben schieben, aber wie soll das gehen? Falsch, könnte raus sein. Wenn ich den jetzt zum Beispiel hier hinpacken würde. Nehmen wir so als Beispiel. Ja, das kann eine Weile dauern. Super. Da wo ich ja eigentlich nicht hin wollte. Mann. So. Was? Fällt trotzdem nicht runter. Super. Beziehungsweise einfach gerade runter.
Das würde eigentlich super funktionieren. Natürlich den da platzieren. Das ging aber schneller als gedacht. Wo ist denn die Frage, die Truhe da? Doof. Ja, selber hoch, oder? Warte mal. Ah doch, so weit kommen wir sogar. Gut. Gut. Der Eisblock ist echt erstaunlich, weit damit komme. Das ist echt erstaunlich. So. Jetzt, ja, kann er hier hochklettern. Ist ja kein Ding. Kann theoretisch sogar da hoch und einen dritten noch da platzieren. Kann man da problemlos, in Anführungszeichen, rüber. Wenn nicht ganz. So. Schon besser. Ja. Ja, linke machst du es so. Muss für dich passen, Alter. Muss für dich passen. Was zum... So. Ein Riesenkern, dankeschön. Ich hätte auch irgendwie so rüberholen, weil manche gehen ja so. Okay, gehen ja sowieso nicht. Okay, dann haben wir es richtig gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Da jetzt einen Trobrino an den vergessen, glaube nicht. Gut. Hab's geschafft. Alles cool. Das heißt, wir erleben doch in dieser Folge noch, wie ich wieder gegen den Ganons Wasserfluch antrete. Scheiße. Ein Zeichen von Ruta. Mhm. Sponsort von Ruto. Und made by Ruta. Wenn du 13 gesammelt hast, begib dich zum Titanen Varuta. Ja, ich dich auch. Scheiße, ich will nicht. Wie ging das Vieh? Muss ja sein. Gut, vorher machen wir uns noch ganz kurz auf zurück zum Hateno-Institut, weil ich doch Pfeil und dabei hätte. Wobei sie geben den Waffen eh vor, also bringt sie eh nichts, wa? Nee, bringt nichts, kommen gar nicht direkt los. Weil dachte der Comic kann dann kurz die antiken Pfeil auffüllen, aber eben, der kriegt die Waffen sowieso vorgesetzt, insofern ist das sowieso Bullshit. Dann wollen wir mal. Dann hätten wir schon die zweite von 4 Prüfungen, wa? Es geht doch voran. Und sogar in der gleichen Reihenfolge, wie es damals Link gemacht hat bei den Titanen. Ach ja, ist doch auch schön. Na, kann man so machen. Oh, die Krogsamen 81. Ich hab mehr Schreien als Krogsamen. Yeah! Nee. Krogsamen-Farmen. Oh. Gut, die ist auch schon hier. Müsste eigentlich, wa? Aber stimmt, kann man ja später. Ist da irgendwie... Aha! Noch gar nicht gesehen hier. Bergspalter. Nehmen jetzt Kniffliger. Nee, komm, dann machen wir anders. Wow.
Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, Daruk. Kriege ich den so hoch, oder? Nee, nicht wirklich. Komm, ich habe genug. Einigermaßen noch genug. Ist jetzt der... Jo, ist runtergefallen. Ist so oder nicht? Und die überall noch findet, wa? Echt voll krass. Ja, wir haben nicht locker genug Kohle, um zumindest fürs Nötigste, wa? Ja, was heißt Nötigste? Da geht eigentlich mehr darum, was noch alles machen. Viel Topasen, relativ viel, Diamant sogar auch, bla bla. Große Film mit 10.000, ein Haus mit 3.000, also das Haus ist natürlich gar kein Problem mehr. Ich würde, glaube ich, sogar in der nächsten Folge mal ein bisschen angehen wollen. Also angehen wollen, es wird sowieso nicht lange dauern. Ein Haus zu kaufen und so weiter, geht mir darum, mal ein paar der wichtigsten Waffen, die ich so dabei habe, die dann mal so... Scheiße. Ja, noch mal kurz teleportieren. Ein paar der wichtigsten... Ja, wichtigen Waffen, einfach halt so die Ausrüstung, so, die wir von Reken bekommen haben. Dass die da mal ein bisschen so... Ja, mal hinstellen und so. Vielleicht kann man sogar eine Rüstung... ja, hinstellen. Sag jetzt mal. So ähnlich wie bei The Witcher 3, oder? Kann es ja auch am Schluss. Da mit DLC zu Blood and Wine. Quasi wie ein bisschen ausstellen, war auf so Ständern und so. Da ist mir gerade das bei Varuta. Achso, deswegen wegen roten Laserschall, deswegen. Aber wenn man ganz genau hinguckt, da die zwei, keine Ahnung, was sollen das sein, die zwei Fühler? Nee, die zwei Laserköpfe. Der eine ist normale Titanfarbe, der Rest ist Titan auch, der andere ist irgendwie so rötlich. Das hat mich gerade ein bisschen verwundert. Aber ja, es ist wegen dem Laser, war. Eine normale Farbe. Gut. Problem gelöst. Oh je. Das wird lustig. Demjenigen, der diesen Titanen betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch die Zeichen von Route deiner Erinnerungen. Was eigentlich fehl ist, war meine Erinnerungen, ganz ehrlich, erstmal sind es Links, logisch, die von Link, aber hüte vor dieser Prüfung einfach anzunehmen, weil es in deinen Erinnerungen stattfindet. Ja, vor allem gibt es mir Waffenausrüstung, die ich damals gar nicht hatte. Jetzt habe ich noch, ach du Scheiße, noch genug. Ja, komm, los geht's. Ich muss eh noch 2 weitere machen, also insofern. Logischer denken, vor allem wenn ich halt da, wenn mir gewisse Ausrüstungen fehlen. Oder fehlen sollten, nachdem. So. Diesen Ort Illusionen, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Cool. Dein Gegner hier entspringt der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutzen nur die dir gegebene Ausrüstung und Siege. Da willst du Erinnerungen, wa? Okay, ich habe Zuerbogen, ich habe irgendwie zumindest Zuerrüstung an, immerhin etwas. Ganons Wasserfluch. Jo, servus. Lange nicht mehr gesehen, wa? Daneben. Gefällt mir jetzt mal gar nicht. Okay, ich hab Zeremonielanze, Lichtschuppenlanze. Okay, was habe ich? Gar kein... Was?
Ja, nee, ist klar. Er muss auf den Konter reagieren. Komm schon. Weil ich mich frage, was macht, wenn meine Waffen down sind. Laut ab. Ah. Mist. Na komm schon. Was zum? Immer zu früh. So, erste Phase Pillepalle. Aber während die zweite nicht habe, da ein bisschen schlechte Erinnerungen, ich ehrlich sagen soll. War es nicht so mit dem Eis, glaube ich, sogar noch? Wenn die Eiskugel nachgeworfen hat, ich hatte irgendwie sowas im Gedächtnis. Wow! Alter! Achso, hey, hallo, was ist bitte mit dem Mimo-Modul los? Ey! Ich gar nicht mehr auf die Reihe mit. Hä? Was ist das? Nimm mich automatisch raus. Selber zu mir schicken kann ich ja nicht, das ist auch ein bisschen doof. Toll. Ja, super. Boah. Na komm. Ist irgendwie sauer, wa? Ich hätte die Hoffnung, dass ich irgendwie schnell zurückschlagen könnte. Toll. Ah. Kommen wir überhaupt zu ihm rüber? Ist eine andere Frage, bevor er abhaut. Ne, da bringt relativ wenig. Was zum? Haben wir ausgewichen? Nein! Oh! Alter! Da ohne Pfeile ist ein bisschen doof. Ich will auch nichts mit. Ah, doch.
Jedes Wissen kann entscheidend sein, aber ich werde sowieso verlieren, weil ich nicht genau weiß, wie ich da die erste Phase genau machen soll. Das mal so zu formulieren. Bringt ja nichts mehr, wa? Irgendwie hat er keinen Bock mehr drauf. So, versuchen wir ganz kurz was. Ich bin natürlich immer näher dran, das ist natürlich auch klar, aber ich muss irgendwie mal in die Offensive gehen. Ja, toll. So aus war auch eine Idee wäre. Ja, komm nur. Ich versuche mal was. Okay, geht doch nicht. Ach stimmt, ich habe... Oh, Moment mal. Jetzt ganz vergessen, ich habe den Bonus noch. Stimmt. Stimmt, ja komm. Alter. Diese scheiß Grafik hier. Nee, sorry, also Grafik, ja. Ich sehe doch nichts. Okay, nochmal von vorne, nochmal neu. Ey, ich sehe, Mann, das... In diesem scheiß Filter drüber, was alles so grau ist, ich sehe da gar nichts. Toll, wir sollen wieder zurückkommen. Ihr seid doch Spaß, diese kann ich irgendwie wieder... Vampire, so und so kann ich irgendwie... Also auch nichts. Mal zurückstehen, muss doch irgendwie gehen. Prüfung abbrechen und so. Mann, ich sehe hier nichts. Draußen noch viel weniger. Und eine Situation, wo ich ohne Rivalis Sturm gar nicht rauskomme. Also bleibt die Frage, wie ich ihn so effektiv treffen soll. Eine Bombe und ohne Elektropfeile sehe ich da irgendwie schwarz. Da muss irgendwie... Aber kann ich seine Dinge nicht zu ihm zurückschicken, wie es beim Donnerfluch noch war? Also zumindest so ähnlich da. Klar ist er weg. Kuckuck. Ernsthaft? Ja, super, wenn du ohne mir bist, kann ich natürlich nichts machen. Wie soll ich da kontern? Da ist jetzt echt mal so eine Frage für sich. Gut, jetzt zerstört sich automatisch da, weil irgendwie so doof gelegen ist, keine Ahnung. Ich hätte natürlich noch, wenn ich direkt unter ihm bin, was noch suchen kann. Geht's aber auch nur, weil ich direkt hier so cool gelegen bin, ne? Bist du wahnsinnig? Oh, nochmal schwimmen kann auch gut ausweichen, cool.
Ja, ich glaube jetzt nichts mehr. Aua. Ding, mach schneller. Oh, Mann. Ja, ist gut. Ich hab's kapiert. Alter. Das um ehrlich zu sein, perfekt, um die Folge zu beenden, würde man sagen. Boah. Was ja hier wohl die Masterstrategie war. Eisblöcken kannst du auswärmen, wenn du den zu ihm zurückschlagen kannst. Keine Ahnung, wie kann wir Obo das machen auch, aber ich glaube, du musst echt so mit direkten Kräften arbeiten. Dann mit Rivalis Rivalis Sturm zu ihm hinfliegen. Jo, müsste eigentlich die perfekte Strategie sein. Obos und Rivali. In Kombination, natürlich, versteht sich. Bis nächstes Mal, tschüss!